Ja, Gaming Joer 22 sind gigantisch Enttäuschungen zum Glück ausblieben, méi ich nutzen an das gelegen fir ze so, dat werde ich wirklich am méchen enttäuschend von Tunas Lichtung vu Pokémon Carmesina Purpur. Det mal lädt, sowohl van Ufang vu mir schon Arceus gewiesen huet, wie dat man sewer technisch ka proper laufen, dass dat wat du Geburte gouf, einfach dem Delight gewiesen haben, wir brachten net die mens gut zu der Kave de Tiodach, weil das Pokémon. Vielleicht eng auch ein ganz gute Idee, vertönt noch viel Spaß du mat, wie technisch unproper an Single A dat ausgesehen huet. Ech wees, még Review ziemlich positiv geklungen, méi ech so en Lego Star Wars de Skywalker sage ass még Enttäuschung vum Joer, well soviel geholl, wat Lego-Spieler einsch cool gemacht huet, wie se Bock die Level nachke willen ze spielen an Sache freischalten, rausgeheit an typischen Open World, tedious Sammelchrom raggestach, den als schon zum Ohren raushängt an. Wat sollen die Passage, wo du just Level lebst? Nimm mal Nummer eierlech. 2022 war mich das Jahr am meisten enttäuscht. Ich muss so von den großen Enttäuschungen vom Jahr schon viel gespielt, Pokémon schon gespielt, den Batman, den hatte ich gespielt gerade, den neuen, den City Gotham Knights. Der war gut. Also ich schon gut fand, die nicht gut fand, oder viele Leute nicht gut fand. Vom großen Ganzen muss ich sagen, dass 2022 mich als Gaming-Jahr ein bisschen enttäuscht wird und dafür ziemlich gespannt, was nächstes Jahr bringt, aber die echt sag's mir Weise schon mal, mir wird nächstes Jahr nicht langweilig gehen und ich hoffe, er auch nicht. Also obwohl es bei mir Game of the Year war, muss ich auch leider so ein Bayonetta 3. Also auch leider eine kleine Enttäuschung gewesen. Kein mega groß, aber ein Klang. Es waren viele Sachen, die mich dick begeistert haben, weil wir so lange nicht so waren, dass ihr neuen rauskommt. Es waren viele Sachen, die mich wirklich extrem genervt haben. Und größtenteils war wirklich der neue Charakter, Viola. Ich weiß nicht, was sie wollte mit dem aufhängen, aber sein Kampfstil war einfach ein Null. So. Also meine größte Enttäuschung des Jahres ist wahrscheinlich den Pokémon Scarlet and Violet, weil am Kehrstich du wirklich gut spiel, vielleicht das beste Pokémon-Spiel bislang, aber das halt technisch wirklich nicht, wo es soll sein. Druckel, das crasht und ja, das nicht gerade Cyberpunk, aber nur drin für mich mal, also für meine Erfahrung noch. Und dann eben drin noch den Isomnium Files, Nirvana Initiative, einfach so, das nicht gerade so packen wie nächstes, und nächstes war so verdammt gut und ja.